Die Rapunzel. Schon lange haben sie zusammengelebt, der Mann und die Frau. In all diesen Jahren haben sie kein Kind bekommen. Darum sind sie manchmal traurig. Aber nach manchem Jahr hat die Frau gemerkt, dass sie jetzt doch ein Kindli in sich trägt. Von ihrem Fenster aus hat die Frau in einen wunderschönen Garten gesehen. Um den Garten herum hatte es eine Mauer und niemand hat sich hineingetraut. Man hat gesagt, der Garten gehört einer bösen Frau, die zaubern könnte. Jetzt ist der Schnee weg und in diesem Garten hat es ein ganzes Beet voll Nüsslisalat. Man sagt ihm auch Rapunzelsalat. Die Frau ist fast vergelustet nach dem und sie hat gemeint, wenn ich keine Rapunzel bekomme, muss ich sterben. Sie ist bleich und elend geworden. Ihr Mann ist verklüpft, dass sie so schlecht aussieht. Am Abend, wo es nicht mehr ganz hell war, klettert er über die Mauer und holt seiner Frau ein Hämpfchen Rapunzel. Die Frau macht sofort Salat daraus und es dünkt sie so fein, dass sie noch viel mehr Lust nach dem Salat bekommt. So hat ihr der Mann noch einmal Salat aus Nachbarsgarten holen. Als er in Dämmerung über die Mauer steigt, verklüpft er, wo die Zauberin vor ihm steht. Wütig schimpft sie mit ihm: «Was fällt dir ein, in meinen Garten zu kommen, von meinem Salat zu stehlen? Wart nur, das sollst du mir büssen.» «Ja, aber», klagt der Mann, «ich has doch nur für meine Frau gemacht. Sie ist schwanger und fast vergelustet nach deinem Rapunzelsalat.» Die Äube von der Zauberin verrauchnet. Sie meint, wenn das so ist, dann erlaube ich dir, so viel Rapunzel in meinem Garten zu holen, wie deine Frau will. Aber wenn dann ihr Kind auf die Welt kommt, komme ich es holen. Ich werde ihm eine gute Mutter sein. In seiner Angst innen sagt der Mann zu allem Ja. Wo seine Frau einem Mädchen das Leben schenkt, kommt sofort die Zauberin und holt es. Sie gibt ihm den Namen Rapunzel. Das Rapunzel ist ganz ein schönes Mädchen, sicher das schönste auf der ganzen Welt. Und es wächst bei der Zauberin auf. Als das Rapunzel 12 geworden ist, sperrt die Zauberin in einen Turm. Der Turm steht alleine mitten im Wald. Er hat keine Tür und keine Stege, nur zuoberst ein Zimmer mit einem Fenster. Das Rapunzel hat wunderschönes, langes Haar, das goldig schimmert.